Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich sitze heute mal nicht in der Oma- und Opa-Ecke, aber es ist eine Lesung aus der Oma- und Opa-Ecke. Wir tun zumindest so. Denn eigentlich, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich heute in Terlizzi in Italien zum Filmfest mit Freelancers. Aber wie ihr wisst, ist alles anders. Und nun, ja, tue ich so, als wäre ich in Italien, hier bei uns auf der Terrasse. Es ist wunderschön, das Wetter könnte dort auch nicht besser sein. Also was wollen wir eigentlich mehr? Frohe Pfingsten euch allen, Ihnen allen. Und ich habe ein bisschen was zu Pfingsten mitgebracht. Es ist ein bisschen stürmisch. Ich hoffe, dass das mit dem Mikrofon gut geht und Sie mich verstehen können. Als ich Kind war, wurde zu Pfingsten immer noch gründlich sauber gemacht. Da wurden die Betten rausgeholt, die Teppiche ausgeklopft, alles Mögliche wurde gemacht. Also es war ganz Hild bei uns zu Hause. Und da geht es in der ersten Geschichte auch drum, groß reine machen. Und nun ist schon wieder Pfingsten und die Wohnung wieder rein. Ach, so rum bis kurz vor Pfingsten lebt der Mensch doch sonst wie. Ach, was stöhnen die Frauensleute, nee, wie's wert so die Gardinen, runter sollen sie gleich noch heute, wenn die Sünden doch bloß erst schien. Und die Finsters, meine Güte, Kinder, seht ihr finster ut. Alte Frauens kommt aus die Tüte, zaust dann as so'n Rappelsnut. Und dann ran an Schürhammer, Wischtuch, Besen, Wasserschlauch. Und für uns beginnt der Jammer. Und das freut einen denn ja auch. Erstmal war die beste Stube. Raus hier, Mann, ich mach jetzt rein. Hol mich mal die Kleistertube. Ich mag selbst Tapetens rein. Denn ihr Kerls seid viel zu dösig. Seht euch bloß, steht euch bloßen Hals die Füß. Werd mich bloß nicht erst noch quäsig. Och, dann sind die Frauen süß. Und dann ob de heuste Leiter sticht als so'n Timmermann, Rönner de Gedienst, denn weiter an den andern Finster ran. Und nun scheinen Sonne, Mond und Sterne, die ihr beiden ausziehen auf'm Bauch. Dazu grient die Gaslaterne und das freut einen dann ja auch. Ist die beste Stube proper, siehst du euch die Tür fest zu und mit Besen Ammerschropper ist sie bei der Schlafstufe nu. Und dann geht es bei die Küche, schwarz lackieren den Küchenherd und dann bei die Scheunensprüche, eigener Herd ist Goldes wert. Denn erst geht der schrubbte Oter richtig los, zerschürt und kloppt und von all dat schittig Water ist des Spülstein schon verstoppt. Und verbrennt es all dat Essen, weißen Kohl mit Schweinebauch. Und ich muss den Schweinkram fressen und das freut einen denn ja auch. So nach 14 Tagen Schuften glänzt die Wohnung hübsch und fein und die Stores, Gedienst, duften nach Persil ins Zimmer rein. Und dann kommen schon die Verwandten, Allmann hoch, Onkel Hein hätt nur mit den vielen Tanten in die beste Stube rein. Die können all in Stube sitzen, ich allein soll bloß nicht rein, wegen die Gedienst und Spitzen, denn die saug ich gleich so ein. Und die haben getanzt, ganz eckig, und in Stube, alles ein Rauch. Andern Tag war's wieder dreckig. Und das freut einen denn ja auch. Ja. Ja, das sind Zeiten. Nun habe ich hier die Pfingsttour, muss ich mal eben meine Papiere sortieren, denn die sind mir eben schon durcheinander geflogen. Oh nee. Ja, die Pfingsttour von Heinz Köllisch, der geheuert ja dort Job. Zu Pfingsten, ach wie schon, wenn die Natur so gräun und alles nur guten geht, dat is in wahre Freit. Besonders für die Görn, die hört man resonieren. Wer Pfingsten doch erst bloß, dann guckt wie los. Guckt du
Pfingst oben dran, dann geht Leben an. Der Mutter säbt de Görn von Achtern und von Föhren. Sonst wuschen du umkämmt, dann kriegt sie ein reines Hemd. Und dann geht mit Gejuch rin in de Puch. Der Vater lud schon andern Morgen, lässt sich mit Provisant versorgen. Eier, Käse, Wurst und Schinken, auch verschiedener Lee zu trinken. Nur mit kein Mensch de Tiet versloppt, trägt he noch den Wecker ob. Und andern Morgen gegen Soss, durchschippert los der Tross. Der Vater geht voran, ein witte Maiböcks an. Sein Jung kommt in de Mitt, natürlich auch in Witt. Dobei hebt's auf den Kopf, ein fein Strohhut ob, alles sauber und mit Schick, grau wie geleckt. Und du kommt achterher, mit allerlützte Gör, den grauten Kinderbogen, der Mutter anzuschoben. Die Tochter mog den Schluss, stolz, voller Hochgenuss, in Arm mit ihren Freier, ein Piependreier. Ein jeder, während sie nu so marschiert, ob eine Fuß sich amüsiert. Der Vater für, der kippt sich ein, der Jung do achter, grippt se reh. Der Mutter mut so in Gedräng, den Lützen öfter durch Moleng. Dat Liebespur kommt achterher, se snackt von und er. So geit mit Quellen dol, do legt man sich nu dol, in scheune Wege Moos, nu geit dat Futtern los. Ein jeder matt und meut, langt no den Butterbrot. Se fallt darüber her, graut, ach so'n Bär. Do mit dat Wetter rutscht, wat oder Buddels lutscht. Der Vater und de Söhn, der holt sich an den Köln. Und ob de Piependreier ist ob'n Buddel freier. De Tochter und de Frau, de mogt dat ebenso. Wie Lütten ward de Krumm fidel. Man hört jem singen, ut voller Kehl. Von Edelweiß die Wacht am Rhein, die Fischerin und komm sie rein. Die Anna sieht de Blatt zurück, lebt denn meine Male noch? Im Grunewald ist Volksauktion, ist Volksauktion, ist Volksauktion. Im Grunewald ist Volksauktion und dann noch Revolution. Ob einmal, wie gemein, einer sich verseng. Da kommt vom Bobendol ein Regen kolossal. Der ganze Menschenschwarm, der kommt nun in Marm. Der Frauenslied kreischt und jucht, der Mannslied flucht. Der Vater springt nur ab, glitscht ut und fällt dorob, grot ob den Kinderwogen, der kippt und fallt in Groben. Hey, jetzt ziehen wir de Büchs, recht in so'n Deibe Pfütz, mitsamt dat lütsche Gör, wat ein Malheur. En jeder socht nu Schutz zu finden, die Menschen rennt durch dick und dünn, de Mäkens und de Frau vorab mit Aalderöck hoch boben Kopf. Die Anblick ist sehr interessant. Warum? Dort liegt ja ob die Hand. Wie so wat, kriegt man, wie ich mein, verschiedener Lied zu sehen. Nu endlich, no den Sus, do geht dat nu zu Hus. Der Vater und de Söhn sind nütlich anzusehen. De scheune witte Büchs sind ut a Stäbelwichs. Der Strohhut sind so slapp wie oles Papp. Der Brögam und de Brut, de seht erst lecker ut. Der Hahn, wat sollen se moken? Sich beid in Hai verkropen. Dat allerlütste Gör wird durchnatt, dürr und dürr. De Mutter wär so natt, as so'n Kat. Der ein schuft achtern Anna her, graut so wie der Geus, sie könnt nicht mehr. Und do wie alle Augenblick verschwindt mal einer achtern Knick. Graut wie gerädert und halb tot, kommt sie denn endlich an der Boot. So ward in Hamburg Pfingsten viert und sich fein
amüsiert. Jo, liebe Lüd, liebe Leute, mal sehen, was heute noch so kommt. Bei uns gibt es heute noch Spargel und vorneweg eine kalte Spargelsuppe und hinterher eine Zitronencreme. Ja, wir sind heute mal mit 2 Haushalten zusammen, aber nicht weiter sagen. Kommt auch kein dritter dazu. Nein, nein, das wollen wir nicht. Also, alles Liebe, alles Gute, frohe Pfingsttage. Ich muss mir jetzt mal mein Gerät angeln und bis die Tage. Und bleibt gesund und haltet Abstand. Wir wollen doch alle gesund bleiben. Tschüss.